Wel, nou helemaal good morgens, Kirina, en welkom hier. En man, maar dat leidt harken dat, wat mijn dat, door als kroof en dat bloed, zeer interessant, want dan denken dat, wat dat gebruikt heeft, dat heeft bloed gebruikt, omdat du en ik kan vrij zijn, omdat du en ik kan geraad zijn. En dat kunnen we zijn, en in Gordon willst du de zin doen wir worden, dan musst du een Tier geslacht worden, en dat wir het bloed wordt verguten, en dat wir, wo de dood aanvangen deed, en dan doet dat vele jaren later maar eenmaal. Dan komt Jezus, en dan moet hij zijn bloed raanloten voor ons, omdat we kunnen geraad worden, alleen door dat bloed. Zij van het leid, door als kroof en dat bloed. Kijk, vandaar wil we nagaan met kijken aan den Heiligen Geest. En dat is interessant om te denken wat de Heilige Geest deed, wer de Heilige Geest is. En we weten dat alle, dat is een geest, van de reden dan van een geest, dat is dan wat we niet zijn kan, maar dat is dan wat we vallen kan, en dat is dan wat je gepromised wordt. Al vele jaren terug wordt dat gepromised, dat God wordt den geest uitgeven, en dat hij wordt op mensen komen, en dat de mensen den kunnen gaan, wie immer den wordt willen gaan. En zo doen zijn we vandaag zeer dankbaar voor dat we een geest is, wat we ons halten dat, en ons zeggen dat, en ons leiden dat en alle waarheid. We worden een klein beetje kijken van, wil de mensen opkomen deiden, en Apostelgeschichte 2 vingen we dat, wil de opkomen deiden, en wil de opkomen deiden, en wanneer de opkomen deiden. See, this Passover that we 50 days after Passover, Pentecost was called the Feast of the Weeks. It was one of the three major annual feasts, a festival of thanksgiving for the harvest crops. Jesus was crucified at Passover time and ascended 40 days after his resurrection. The Holy Spirit came 50 days after the resurrection. So hier vingen we uit dat ze hadden 3 maal wat ze opkomen deiden, wat de zeer grote dingen waren, voor een grote feestas kunnen zijn, wat ze hadden dan. En we waren 3 sterk dat jaar wat ze opkomen deiden. Entweder de Passover, en dat wir, wanneer Jezus werd gekreuzigd, dat wir dan, wanneer de Passover werd, wanneer het avondmaal werd gehouden in de stad, en Pentecost, dat we waren een ander, dat we zijn wat ze deden, dat we een beetje van der worden zijn, Erntedank, wat ze houden deden, dat we vielleicht voor een werk, een paar werk, wat ze dat hadden. En al dat, hier wie Jezus, wo hij gekreuzigd wordt, wo hij opstond deed, en wo hij in de hemel voeren deed. En zo wil hij eens opgestaan weer van dood, dan weer dat nog eenmaal 40 jaar wat hij leven deed. En dan 50 jaar van wat de Holy Spirit kwam. So weer 10 jaar vasten van wat hij in de hemel voeren deed, wat de Heilige Geest komen deed. Niet zo veel vasten wat hij zijn deed, wat passeren wordt, wat hij promisen deed, wat en waar dat passeren wordt. En dat is passiert. En van daar hebben we den Heiligen Geest. En we kunnen door zeker even zijn dat we immer wel, we immer een Christ is, we immer wel den Heiligen Geest haben, der heeft den Heiligen Geest. En wanneer we in Apostelgeschichte, het eerste kapitel gaan dan, daar zegt hij, in den 4. vers zegt het, staat, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. So hier fängt dat aan, wil hij uitmerken, wil Jezus, hij wist dat hij wil trainen huis voeren, hij wil trainen im Himmel voeren, en dan wil hij door met zijn jingen top komen in Jeruzalem, en dan hij met een top eten, en hij wist dat nu weer het pad dat hij wil in Himmel voeren, dan zegt hij aan, dort hier luren, dort hier blijven in Jeruzalem, dort hier niet weggaan, dort hier blijven, wenn de gift van den Heiligen Geest, die wordt komen, zoals dat je promised is, dat zijn voeder dat je promised heeft, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but
in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Wie weten dat Johannes hij deed taufen en wie weten dat Johannes sagen deed en als het in Luke 3 saß, hier sagt hij dat hij deed met water deiten, maar er wordt einer komen, der is veel later als hij en der wordt met 4 deiten. En dat wo dat Donald Riet komt deed, van Anfang an willst du gepredigt worden, dan wordt het al gepredigt, dat er wordt nog wat komen en dat wordt een Heilige Geest zijn en dat wordt zo komen zoals 4. En wie fing dat is een 4 wat er niet brandt, dat is een 4 wat er niet verbrannt, kunnen we zeggen. Moses wil zeggen, op dem Berg, wie du bei diesem Berg Sinai, wie das nicht so war, hij mit einmal dort Barsch gesagt, brennt, dort wirkt so ein 4 wat er nicht der Barsch verbrannt hat. Und wie fing das auf meiner Städten, wo das reden dat von 4. Und das ist ein 4, was Jesus, was Gott draufschalten hat, und dass wir so ein 4 ist dort, was er nicht verbrannt hat, aber das sagt so aus von einer 4 Flamme wir. And dann sagt es hier, so when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Sie können das noch einmal nicht verstehen, was Jesus meint und was passieren wird. Sie können das noch nicht verstehen, dass Jesus reitmerken wird zum Haus fahren. Sie können das nicht verstehen, dass der nicht wird, nur dort alle, dass er wird das übernehmen, dass Königreich übernehmen in Israel. Und dass wir bloß das von den Jüngern dort bloß niemals nicht zu holen kriegen, was das ist alles passiert wir, dass Jesus war wir. He said to them, it is not for you to know times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So das sagt er hier ganz klar, dass es nicht für ihn zu weiten, wann das passieren wird. Hat er dann gleich eine Antwort gegeben, ob da was sie Frauen dann. Aber er gibt eine Antwort, ob das nicht ab die ihn zu weiten, wann der Tag wird kommen, was Jesus wird kommen und so wieder. Weil er sagt, ein Ding wird passieren, die wollen Kraft kriegen, wenn der Heilige Geist wird kommen. Und wie weiten, was Petrus deut, was Petrus changen deut. Petrus hat wie ein Mann, was also steuern hat wir menschlich wie er schwach, und er hat Jesus verlehen, und all die Dinge passierten da. Aber wenn das nicht kommen deut, hier sagt Jesus ganz klar, die wollen Kraft kriegen. Und wenn der Heilige Geist kam, wie weiten, dass after dort, was Petrus alles deuten, wo er reden deut und wo er schaffen deut, dann wie er voll Kraft und voll, wenn der Heilige Geist wir anarmen. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So du habe ein klein bisschen von dem ersten Kapitel, wo er das Versprechen deut und wo Jesus das letzte mit ihren Taub wir euer Hei zum Himmel fahren deut und dann nur dort tieren der Luther, dann sind die Taub, wenn er sagt, guckt mal hier, dort hier blieben. Die wollen das Gift kriegen. Da wird das Versprechen geworden, da wird kommen und die wollen das kriegen und dann wollen die Power haben. Und dort wird in Petrus passieren deut, wie fingen dort, wo Petrus schaffen deut und wo er und 4 wir en hij weer sehr streng, hij weer sehr driest en hij geeft dat alle uit wat hij gekregen had. So dan willen we even gaan naar het tweede kapitel, wo dat aanvangt dat. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. So all die wat er aan top komt deiden, all die wat er gläubig werden, hier zich zo wat er aan zijn gewaast. Ik weet niet hoeveel het zijn gewaast, krijg door, want ze zijn top gewaast. Dat komt nog een beetje meer van dort. Von wo die Menschen alle sind gewesen, mir ist das interessant, wo das geschafft hat, das ist ein besonderes Fast gewesen, wo sie sind gekommen, und von wo die Menschen alle sind gekommen und sind Port gewesen und dort, was ich nicht weiß, das sage ich nur nicht, aus den Menschen, dass alle gewusst haben, dass das kommen wird, dass das versprechen wir, das redet hier nicht von, weil die Jünger, die wissen, dass das versprechen wir, even though sie wissen nicht von da, das versprechen wir, dass das wird kommen. And but here we're in the Ola taub. Suddenly a sound like a blowing and a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. So man einmal hastig, weil sie alle dann nicht spannen werden, einmal hastig, dann kommt das Wind, ein großes Gelüt, es ist ein Sturmwind, kommt an und dort fällt das ganze Haus, wo sie saßen down. Und dann sahen sie das. They saw what seemed to be a tongues of fire that separated and came and rest on each of them. Wo würden wir uns fallen von der, wenn wir das dort würden sein? Das kann nicht einfach sein, dass das passieren wird. Du wir
du wir 480 van de kleine vlompjes weer, en dat redt van de tong. En wanneer dat nu zijn dat, waar dat bedienen dat de tong, waarom dat zo loten dat is de tong, de Heilige Geest kwam erop, zoals een kleine tong, zoals 4, dat meint reden, dat meint speech, dat meint, dat heeft te doen met de gospel uitbrengen. En dat is wat gepassiert dat after dit, dat ze den Heiligen Geest gekregen hadden, dan dat het zeer verspreiden, wenn ze hadden kracht gekregen. So dann kam dort hier da nähen, zoals een Liederwind, und dann dat sich das separaten, dann gibt das kleine Flammtjes, dann jeder einer kriegt dann das dort, und jeder einer, was in der Stube werden, wie du kein Sound dort, und sah sich wie jeden ein ab dem Kopf. Da mal han, und da war ich dort mit seinem Mess zum Grillen gewesen, nicht? Was passiert nie? Besonders, manche, wo vielleicht nicht gewusst haben, was der Krieg angehen wird oder passieren wird. Aber die Jünger, die wussten dort, wenn das wir sagen, was irgendwie versprochen worden, das wird kommen, even though sie wussten, ich habe Wort von der Wahrheit, aber hier kam dort und sie wären abgefällt, sie wussten, dass ganz Krieg, was passieren wird. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues and the Spirit, as the Spirit enabled them. So will sie, Heilige Geist op het abkommen, dat man einmal dann können sie eure Sprachen reden, und das ist sehr interessant, und das ist schwer zu verstehen, oder kriegt, was sie von den Sprachen sie alle geredet haben, aber das hier sich so sie haben, könnt andere Sprachen reden, als was sie gewöhnlich würden reden, und der Heilige Geist hat ihnen das gegeben, das das sein, dass as the Spirit enabled them. So ist der Geist, und das hat angegeben, so haben sie könnt Sprachen reden, so haben sie könnt verstehen in andere Sprachen. Verschiedenste Dinge sind da angegangen. Und was der Mank, der haben sich panisch gefallen, der Mank, der sind mir Angst geworden. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. So hier wären in Jerusalem, hier wären die sehr viele Juden gekommen. Von wo immer die Juden wären, das sagt ja einfach wirklich von Nation under heaven, von den Masses über die ganze Welt, wo Juden wären, die kein taub. Sie, die Juden, die waren die Menschen waren mal sehr bietenbreit verspreut durch Verfolgung in all der Stadt, was da passieren wird. So, die waren die Menschen, die waren sehr bietenbreit verspreut. Und nun willst das Fiesta hier, nun kamen sie taub, und sie wären alle taub von vielen verschiedenen Städten. Und ich nehme das so an, sie haben nicht alle dieselbe Sprache geredet. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speak in their own language. Verwildernis. Verwildert werden sie. Was geht hier nicht an? Sie können das hören, all die verschiedenen Sprachen, was da geredet wird. Sie können das verstehen, was da geredet wird. Und das wie ein Fram. Dass die Menschen, was da nie wären, dass die würden die Sprachen reden, was die reden würden. Sie wären amazed. Und sie fangen an zu fragen, are these men who are speaking Gentiles? No, out of Galileans? Sind das von Galiläa? Sind das Menschen nicht alle von Galiläa, die was hier nicht das reden tun? Von wo kommt das her? Von wo so reden ist es dort? Sie können nicht verstehen, was hier nicht passiert wäre, wenn der Heilige Geist wieder aufgekommen. Sie wussten nicht, dass das dort wird tun. Then how is it that each of us hears them in his own native language? Was ist das damit? Dass wir das hören können, dass wir das verstehen können, und der eigene Sprache, was der reden tun. Dann sind die Nummern abgenannt. Viele verschiedenste Nummern sind abgenannt. Mir erfahren, von wo die Menschen alle sind. Und dass sie nicht untereinander verstehen können. Ich werde die Nummern nicht reden, nicht abnehmen, aber ich die Nummern alle haben abgenannt, dann sind wir alle dran. And they were amazed. They asked one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said, they had too much wine. So einzige, wir sind so verwundert über das alle. Was geht hier an? Was passiert hier? Wo geht es, dass die können die Sprachen reden? Und die anderen sagen, was geworden, was passiert ist, die haben bloß zu viel getrunken. Du, in Reden ist es dort. Die haben zu viel Wein gehört. Und dann haben sie Petrus den Sack an den Hach gedreven.
Dan staat al. Dan staat hij op. Dan zegt hij, then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Hij wil luid. Hij deed zijn stem opheven. Hij laat het niet horen. Hier is niet wat passiert. Hier heb je niet wat gezegd. Wat ik niet zou fan hier net. Kijk je verstellen, Petrus had een Heiligen Geist gekregen. Hij was niet vol van den Heiligen Geist. Nu zijn de mensen die komen en zeggen, oh, die zijn precies bedronken. Dat wens ze dat reden dan. Dat is er een beetje. So dan zegt hij, fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Zegt hij, hoort maar her. Nu wil ik mal wat explain wat hier passieren dat. Listen carefully then what I say. Dout bloß mal aufmerksam sein und dout mal horchen, wat ik niet wil zijn. These men are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. Deze mensen zijn gleich bedronken, ze schiet blijven dat die zijn. Dat is nog maar klok 9 morgens. Now this is what was spoken by the prophet Joel. En wanneer je dit wel nu lezen, en Joel, de tweede chapter, dan kan je dat nu lezen, wat hij zei in dat. Zie, hij had het al geprophesied. Al vele jaren, 3. Wat is een prophecy? Er wordt geprophesied, dit zijn dingen wat er passeren worden. Dan zegt het hier staat in de 17e vers. In the last days, nu hoort mal, in de laatste deel. Wanneer passiert dit? Dit passiert, wils Jezus geroet weer in de hemel gefahren, 10 Luther. Wat Jezus weer in de hemel gefahren, en nu zegt hij al, dat weer geprophesied worden, dat in de laatste deel, en we dan nog een beetje horchen wat hij zei in dat. In de laatste deel, God says, I will pour out my spirit on all people. So dat is hoe dat aanvangt deed. Dat is hoe de laatste deel aanvangt deed. Wils Jezus naar de hemel voeren deed, dat is hoe de laatste deel aanvangt deed. En die worden ophieren, wat Jezus wat waar kwam. Wanneer reden dat in de Bibel van de laatste deel, dat is hoe dat aangevangen heeft. Sehr interessant, maar door mij mal komt dat. Dan zegt hij, hier staat, dat is wat de geprophesied is worden. Maar we moeten nog denken, dit is niet zo wat den dag alle passieren deed, wat hij doet opvieren. Wat hij niet zei, dat wat hij prophesied wird. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will turn to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. So deze dingen, die worden niet passeren, dit is geprophesied. En Joel, het tweede kapitel, daar is dat al gezegd worden, wat hier passeren wordt. En hij zegt, deze dingen, die worden passeren, al die prophecies, wat de mensen worden beleven, al dat wat de mensen worden doen, de wunder wat de mensen worden zijn en doen, dat wordt alle passeren, ja, de dag wat komt, zoals hij dat opnam dat, the great and glorious day of the Lord. What a day that will be. When my Jesus I shall see. But you're not light, dat wordt jezelf en bijpassen. But anyways, en dan zegt hij hier in 21 vers, nu hoor ik wat hij zei in dat. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Alle die de naam worden aanroepen, die wat Jezus zijn naam worden aanroepen, die worden geraad zijn. Zie dat wil je prophesied. Al veel Jezus gekomen weer, de Heilige Geest gekomen weer, dan wordt dat al je prophesied, dit is wat er passeren wordt. En nu met eenmaal werden ze taub en de Heilige Geest kwam en sie werden alle abgefällt.
Sie hatten Kraft. Und sie waren voll von den Heiligen Geist. Und sie waren stark. Dann sagt er, men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourself know. Und der Petrus ändert hier klar mehr, und kijkt mal hier. Wat je weer een daltaub, wat er gläubig werden. Wat er weer een daltaub, wat er aangekomen werden, uit verwundernissen, uit wildnis, en wundern sich, wat passiert wird, wenn die hadden het gehoord. En today dat hij hier nu reden, kijkt mal hier, volk van Israel, kijkt mal hier, das Gott, der juif, dessen ein Mann, weil sagt hier, God did among you through him, as you yourself know. God heeft Wunder gedaan, mankind. So als je dat weten, zo als je dat nu gezien hebben, zo als je dat weten. This man was handed over to you by God. This man, den wir eeuwig geeft, nu junt van God. Du musst aber immer daran denken, dass Gott deut zijn zin eeuwig geven, hij deut den aanhangen. Set purpose and for knowledge. And you, with the help of wicked men, kijk mal, this man, wat God junt geven deut. This man, die, met de wicked, met de, wat we noemen dat op Diedrich, al die mensen wat aan de eierreichtigheid leven deuten, al die mensen wat schwach werden, die wat niet in geloven hadden, put him to death and nailed him on the cross. Petrus, hij had kracht gekregen en hij had boldness gekregen en hij werd dries. Kijk, und deze man wat God junt gegeven heeft, den hij je met die mensen taub, hij je doodgemerkt en die hand in am Kreuz genäht. Aber dann sagt er hier, kijk mal hier, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death. Gott hat ihn abgeweicht vom Tod, von der Agony, wenn wir dort übersagen würden, ich glaube, von den schrecklichen Tod, that er am abweichen, because it was impossible for death to keep its hold on him. Wenn wir allmählich dort den Tod am holen können, wo hielt sich dort? Von der, wenn Menschen gestorben sind, dann sind die gestorben, dann sind die wach. Wie weit was passieren wird? Wenn die begrufen sind, dann sind die wach, wie wollen die nicht mehr sein? Und hier wie Jesus, haben wir so viel anders. Und er hat das explain, checkt mal, dessen, was ihr an Tod gemerkt. Gott hat nimmt am und jäufelt den, und die deuten am Tod merken. Aber checkt mal hier, was passieren, dass Gott dort am abweichen von Tod, wenn Tod können am nicht holen. Du wir kein Tod, was am holen können, wenn er wird einmal bloß abgeweicht. Und dann habe ich hier von David. Petrus highlight en dat we alle hören, was er zu sagen hat. Und er hilft en dat we reingehen mit der Wahrheit, was passiert wir, dass sie sollen verstehen können und dass sie sollen annehmen. Weil dort, wie Petrus will, er will haben, die sollen das annehmen. Die sollen sich bekehren. David said about him, that came from David. I saw the Lord always before me, because he is at my hand. I will not be shaken. Therefore, my heart is glad, and my tongue rejoice. My body also will live in hope, because you will not abandon me to the grave, nor will you let my Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. So hier redet David. Hij redet hier prophesying. Hij redet hier von Jesus. Jesus sein Körper, der wird nicht allein gelassen oder abandoned oder der wird nicht gelassen. Der wird nicht, sein Körper, der nicht verkommen. Er wird begruft und dann wird er abstehen. Sein Körper, der wird nicht verkommen. Und dort, wo David hier von reden hat, er hat hier prophesying von dort, er hat hier prophesying von der Resurrection von Jesus Christus. Das what David hier hat. Brothers, I can tell you confidently that in the Plautdietsche, David died and was buried, and his tomb is here to this day. So er sagt, David, hij is gestorben und hij is begruft. So ist geweten. Der weiß, dass er gestorben ist und der weiß, dass er begruft ist. Den sind Graf, das ist hier noch einmal, von der sagt er, und das ist hier das Tag, von der, wo wir, würde er sein, wo der Graf noch sein. Aber dann sagt er, but
He was a prophet and knew that God had promised him on oath, that he would place one of his descendants on his throne. Maar we worden naar 2 Samuel 7, vers 12 en 13 gaan. Toen wordt fijn dat God dat promising, dat uit Davids stam, door wordt een rit komen, dat wordt de koning zijn, den wordt hij over koning maken, over alles wat we is. En dat kan je nu lezen in 2 Samuel 7. En sehr interessant, waar Petrus dat hier alle maakt, waar hij de mensen dat hier duidelijk maken, dat wer Jesus ist und wer Gott ist und was da passiert ist. So hier haben wir das, wo David sein, wo Petrus ändert zu sein, das, was David gekriegt hat, und das hat klar gekriegt, dass Gott hat ihm das gepromised. Seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to the grave, nor did his body see decay. God has raised this Jesus to life, and we are all witness of the fact. Petrus, hij sagt, wie haben das beleefd? Kan we zijn, wo stark hij reden kann, wenn hij sagt, wie haben das gesehen? Wie haben das mit unseren eigenen Augen gesehen? Wie haben das alle beleefd? Wie haben das gehört? Das ist ein Mann, das ist ein Jesus, was die gekreuzigt haben. Und das ist der Abstand, der Gott ihn abweicht von Tod. Der Tod kann ihn nicht holen. Und wie sind sie davon? Das ist, was passiert ist. Dann sagt er in 33. Vers, exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Kijk nou hier weer die promise van den Heiligen Geist. Dit is wat alles passieren da, dit is alles wat er passiert is. En hier is nu dat wat die zijn dan van der wat er passiert is. De Heilige Geist is uitgegoten worden. So ist hier das Sein und so ist hier das Hören. Sie nicht werden diese Menschen einmal mank, all das, nicht werden sie auch Witnesses von was hier nicht passieren wird, von der Heilige Geist wie uitgegoten. Und Petrus steht und der wird explain, wo das alles herkommt. Er merkt das klar. For David did not ascend to heaven, and yet he said, see, David, hat wir nicht im Himmel gefahren, aber danach seht er es steht. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool of your feet. David seine Vira, David seine Prophecies abstehen, die hätten wir schwarz verstehen. Ist nicht immer ganz klar, für mich ist es nicht immer ganz klar, von was er alles reden hat, von wem er immer reden hat. Aber hier kommt das nur klar raus, dass er sagen hat, dass er klar ist, dass David, wie nicht einer, was wir in den Himmel gefahren, aber David hat viel belebt und David hat viel geprophesied, von was Dinge passieren würden und wo er ist gepromised worden, dass in seine Nachkommenschaft, was da wird rauskommen. Dass da wird einer rauskommen, was da wird König sein und das ist Jesus Christus von der. Du und zu denken, was ich dort mache, fallen. Haben wir einen Mann, haben wir ein Mensch, das tun auch, und dort da rauskommt, dass du am gepromised wird, dass die seine Nachkommenschaft, dass du wird einer rauskommen, was du wird König sein über die ganze Welt und über die ganze Erde. Und jetzt wieder in den 36. Vers und sagt er, therefore, let all Israel be assured of this. Wen det, was passiert ist, sagt er. Du wen. Laut der ganze Israel ein Ding sicher sein. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. That's what passieren dat. Gott hat den, was die kreuzigen deiden. Den, was die dood merken deiden. Den hat Gott gemerkt. Haar, both Lord and Christ. Dann sagt es hier, when the people heard this, they were cut to their heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Nu hat Petrus das schließlich dort allerdeutlich gemerkt und dass wir den mal einmal lernen gehen. Wow. Dessen Mann. Sie Petrus da hier today reden. Sie das wir noch mal 50, 60 Jahre oder 50 Jahre nur die
crucifixion, wat Jesus hier crucified hat, nicht so? Ganz korter Tijd, dat wir noch sehr frisch und sie wussten, krank, was passiert wäre. Und Petrus ändert hier nicht so deutlich mehr. Weil was hier unterscheidet wird, hier mal einmal, hier wird der Heilige Geist. Hier wird der Heilige Geist mal einmal an der Arbeit. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann wird einmal durch den Heiligen Geist, kann wir viel mehr verstehen. Wenn der Heilige Geist einem Dinge offenbaren hat. Und hier wie Petrus, haben wir voll von Heiligen Geist, und er redet die Wahrheit, und er redet mit Kraft. Und nun können die Menschen auf einmal kriegen das im Hart nehmen, und die specken das im Hart nehmen, und dann wissen sie, wirklich, das ist die Wahrheit. Das ist, was wir tun haben. Wir haben diesen Mann, wir haben ihn gecrucified, wir haben ihn tot gemerkt. Und dann sagen sie, was soll wir tun? Hier kommt das leichte Wort. Wenn Menschen nicht mehr fragen, dann was soll wir tun? Was fehlt, wo können wir changen und so weiter. Peter replied, repent. Tut Buße. Was meint dort? Repent. Dort meint, von den Sünden, von das unmoralische leben, durch Rüd kommen, dort tachloten und dort über reinmerken. Repent, das ist ein Wort, was da viel Meinung hat. And be baptized. Hat er dann der Fuß klar merken. Dort ihn taufen lassen. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Jemand von mir abposten, weil wir das verstehen kann. Er sagt, ich repent, und dann lasst ihn taufen, in den Namen Jesus Christus, damit deine Sünden vergeben sind. Der Taufe, der nicht Sünden vergeben. Aber repent, und dann taufen lassen. Damit deine Sünden worden vergeben worden. Nicht, dass die worden gedauft worden, und dann durch die Taufe, dass deine Sünden worden vergeben worden. Man hat abpassen, dass wir nicht mit euch drehen tun. Wenn er sagt, die sollen Buße tun. Sollen ihn bekehren. Und dann sagt er, and you will. Das war klar. Der Heilige Geist, wie Ruth raufgekommen und sagt, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Und wenn die dort waren down, wenn die waren repenting und wenn die waren teipen lassen, der Heilige Geist wird auf die abkommen, die waren in kriegen. The promise is for you and your children. Das ist eine Verheitung, das ist ein Promise, was du wird getan, und das ist ein Promise für jünd, auch für jüne Kinder. Und für alle die, die weit auf sind, alle die Gott rauben nicht. Für die ist das, für jeder einer. Als der Heilige Geist gekommen und die kennen ihn. Dann sagt er, with many other words, he warned them. Er hat viel zu geredet. Und er hat ihnen gewarnt. Dass wir jetzt von Petrus hier nicht einmal hat Todtrat gekriegt zu den Menschen. Hier hat er nicht einmal Kraft gekriegt von den Heiligen Geist. Sie haben das nicht alle belebt, der Heilige Geist wie raufgekommen, das wissen sie nicht ganz klar. Und was von Form der Heilige Geist wie raufgekommen. Dass Jesus von hier nicht mit einmal hat Todtrat gekriegt zu den Menschen. Und die Menschen, die fangen an horchen an. They paid attention to him. Die fangen an zu horchen an. Und die werden neugierig. Na, was soll wir dann nicht tun? Nun wurde dann einmal klar, wie Hand, wirklich, wie Hand den Sehen Gottes, wie Hand den gekreuzigt. In Antwort, so sei er vergelehrt. Dort, dessen Jesus, seine Auferstehung, dort wir euch so. Die haben Menschen, die haben die Soldaten dann betult, dass sie sollen sein, dass die Jünger werden gekommen, danach haben die Fuß gestohlen. Die haben den Fuß gestohlen, die brauchen das zu verlieren, so weit sie können. Und hier mal einmal war in der klar, guckt man das, was da passiert ist. Und sie können das verstehen. Mir ist das nicht unerständlich, ist der Heilige Geist, der wieder Fuß von der Arbeit, und der die Menschen dort ob, die merkt das, der hart oben, die können das verstehen. Und dann sage ich das hier, er hat mit ihnen viel reden, and warning, and he pleaded with them. Er prahlte einfach. Guckt mal hier, don't change. Und er sagt, save yourself from the corrupt generation. Diese Generation, wo die Band sind, das ist so eine Unabrechtigkeit. Das ist so eine Unabrechtigkeit, was da ist. Dort ihn selbst raten davon. Those who accepted his message were baptized
and about 3,000 were added to the number that day. Wow, 3.000 sterk. Sagt, nicht ganz klar, aber 3.000 sterk, wat er sind getauft worden in Tag, wat hat Jesus angenommen, wat die Message hat angenommen, wat Peter der Jeven deit. Und die waren wat 3.000 sterk getauft. Mir ist doch euch deutlich, was sie gedauft haben, wenn die 3.000 sterk sind gewesen in Tag. Und wie 10 sterk dann regt dann 19 Vermehrer her. Nicht mal 3.000 sterk. Was haben sie das getan? Ich würde das gleich machen zu sein. Was von der Weisheit getan haben, das sage ich euch. Und sie haben 3.000 sterk getan. 3.000 sterk, was zum Glauben kommt, in den Tag, was der Heilige Geist uitgegoten wird. 3.000 sterk. Das sind ein paar Meiers, was wie taub kommt down. Dann sagt es hier, they devoted themselves to the apostles, teaching and to the fellowship. They deden sich doen to the apostles, to the teaching what they hadden, to the leer what they hadden, dat wat they en leren deden, and to the fellowship. But to the fellowship, what they top kom deden, to the breaking of bread and to the prayer. So they han veel dan de top gekomen en han top die jeten. Want het reden net van breaking bread, ik stel me zo ver, dus het oefenmoeligste mankje was, zijn top gekomen en han top gebet. Wel powerful, maar dat zijn je was. Nu mal 3.000 sterk wat de touw komt deiden, tot die wat we wieren. We wieren en al juden, tot die tijd wat de mank wieren, wat we am geloven wieren, wat we God-fearing people wieren. En nu nog 3.000 sterk de touw merken, dat met zijn zeer grip was en veel kracht met zijn mank was, wie in de Heilige Geest, wie aan de arbeid. Everyone filled with we and many wonders and miracles, signs were done by the apostles. So die Menschen, die werden ganz abgefällt, die werden alle voll Heiligen Geist und die werden, die deuten viele Wunder, was die Apostels deuten. Sie dort wo sie Kraft kriegen deuten. Und das, was Jesus sagte, denkt mal, bleibt hier in Jerusalem, dort hier lernen, dort hier nicht weichgehen. Was die wollen den Heiligen Geist kriegen, und dann sagt er, da wo die Kraft haben. Und dort passiert Kraxes dort. Und der hat geschafft, und der hat Wunder getan, und der hat Menschen geheilt. Was mir interessant ist, wir lesen laatst ab Small Groups und haben die Geschichte davon, wo Petrus kommt, wo er Menschen heilen, und da werden so grüdig sein von Menschen, dort sie die Kranken nehmen, und die Beziehten weich haben, und Leute nach Petrus, da wird vorbeikommen, dort bloß die Schoten von Petrus wird die Kranken kommen. So ein Glauben hatten die. Und so voll von Kraft, von den Heiligen Geist wie Petrus after that. Dat hij had die Kraft gekregen. Kracht Jesus am das Versprechen deed. Und wenn er da gehen deed in die Schatten ging, über die Menschen, dann werden die geheilt. Das können wir uns gleich vorstellen, was das mag gewesen sein. Wie kann es ein bisschen anlassen, aber in Wirklichkeit, was das gewesen ist, was die Menschen haben belebt, das kann ich gleich, wenn einer nicht ist Mann gewesen, er kann sich Dinge bloß ein bisschen Bild merken. Aber in Wirklichkeit, was das gewesen ist, weit wie gleich. Und dann sagt es hier, all the believers were together and had everything in common. Die kamen alle Gläubige, alle, was wir zum Glauben gekommen, die, was glauben hatten, die kamen alle taub und die hatten so viele Dinge, was die entkommen hatten. Die werden so sehr überrein, die deuten so sehr überrein denken und alles. Und dann sagt es hier, selling their possessions and goods, they gave to anyone as he needed. So dann fangen sie an, dann deuten sie Dinge verkaufen. Ja, haben Gott was zu haben. Dann sie verkaufen, dann der wird dann nicht werden, dann geben sie da dort. Sie werden nun mal gechanged in ihr Leben. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. After that, ich weiß nicht von, haben die euch geschafft? Von wo haben die alle hergekriegt, was die gehört haben? Das sagt, von du wieder kämen die Taub alle Tag
am Tempel, in de tempelcourts en alle wegen, wo ze taub komen deiden, en de Hisa, kwamen ze taub en ze deiden taub eten, en ze waren ernst bij de zaak. Ze hadden een ernst het woord met dat wat ze deiden. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Alle dag en alle dag. In de Maya en Maya wat de geraad worden. En die worden tijd doen. Tot deze groep. Wat er nu weer. Door je was, waar de Heilige Geest weer uitgegoten. So du haben die Geschichte mit, wo das kommt, wo der Heilige Geist ist auf jeden abgekommen. Und was nachher passieren deit, after dat Jesus zum Himmel fahren deit. Und was ich gleich in der, was ich sage, klar uitkommt deit, was sagen deit, dat alle die, die an den Namen Jesus wollen glauben, und die den Namen wollen anrufen, sagt die wollen geraten worden. Mir geeft dat bloß noch weiter ein klares Bild von was das gewesen ist. Eier, die Heilige Geist kommt, da wie Jesus tun. Und wie Jesus mit den Jüngern taub. Und sie verleiten sich auf Jesus. Wenn Jesus will gehen, dann gingen sie ihn hier an. Wenn Jesus will teachen, dann wären sie da. Wenn Jesus Wunder, dann wären sie da. Und dann einmal, ein Augenblick, und wie Jesus war. Und der hat ihn allein gelassen. Und at dem Moment, sie fühlten sich verloren. Aber sie lürden nur dort, was ihnen gepromised wird, und dort wie der Heilige Geist. Und wenn es kommen wir, nur dem, dann wir durch ein Antwort werden. Was du eine Kraft hat, ganz anders, als wird sie mit Jesus taub werden. Wenn sie Jesus hier herangehen, dann checkten sie, was Jesus schaffen deit. Hier und da, dann hatten sie auch Gelegenheiten, für Kranke durch zu sein und die zu holen. Sie können nicht einmal alles tun, was zu viel zu tun. Muss Jesus nach Arabi führen. Aber wenn der Heilige Geist ist gekommen, dann mit einmal, dann stimmt Petrus ab. Und wir haben viel, was wir lesen, dann hier in der Apostelgeschichte von Arm. Das redet immer war von Arm und immer war von Petrus. Und der andere sind auch gewesen, wo heißt der Lehrer der Mann gewesen. Und er hat viel getan. Er hat Kraft gehabt und er hat das ausgelebt. Und weißt du was? Du und ich haben von der Kraft den Geist. Das ist noch ganz Kraft der Heilige Geist. Und dann, vor diesen Jahr 3 ausgegoten wird, Kraft den Heilige Geist haben du und ich gekriegt. Und Kraft durch den, kann wir dort tun, durch den haben wir den Glauben, was wir haben von dir. Sei ja dankbar, kann wir dafür sein. Baba Abstand und Schlussgebet. Vater am Himmel, Dankeschön für den Geist, was du ausgegoten hast, viele Jahre und 3. Der das noch einmal schaffen, kriegt es der dann schaffen. Wir sind von der noch einmal Dinge, was passieren dann, was wir eigentlich nicht weiten, was passieren dann, von wo die herkommen dann. Aber ich danke dir dafür, dass wir den Heiligen Geist haben. Wenn das nicht wir durch den Heiligen Geist, was würden wir tun? Wir würden den Wort nicht verstehen können. Wir würden nicht predigen können, wenn uns das alle nicht Sens merken. Aber Lord, durch den Heiligen Geist, der uns offenbar worden, der wird uns leiden, der wird uns sagen, wenn wir Arbeit tun. Durch den Heiligen Geist können wir gesegnet sein. Ich danke dir dafür. Lord, ich bete von dir noch weiter einmal für die, die krank sind, für die, die leiden tun wehen, die Krankheiten, die da rumgehen, das Fibern, das sind Muskeln, was alles dort meint, Lord, das ist Krankheit. Möchtest du jedem eine Kraft geben, dort zu dulden. Lord, ich bete für die Familie dort in Oasis, die Loewen Family, wo der Jung gestorben ist, so hastig. Lord, ich bete auch, dass die was halten, das trauen. Das ist ein großer Stück, was du gegeben hast, möchtest du enthalten damit, Lord. Möchtest du auch anfallen mit den Heiligen Geist und das Fallen, dass du bist. Dankeschön, Jesus, für alles, was du tun hast. Ich bete, dass du wirst mit uns gehen. Wenn wir von hier gehen, ich bete für Protection. Wo immer wir sind. Und für deine Lehrung wieder. Dankeschön, Jesus. Amen.
noch geen Tool sagen. Dankeschön, Pastor Diedrich, für die Botschaft. Der Heilige Geist ist ein interessantes Thema. Und ich glaube, das ist interessant, dass diesen Tag Pfingsten, das ist nicht, wo das nur den Heiligen Geist ein Heiliger Tag war. Die Juden, die hatten einen Heiligen Tag, der nannte sich Pentekost. Und die deuten ihn auch für die paar tausend Jahre, was sie den Höhlen deuten. Und dort wie der Tag, hast das Gesetz mal wird gegeben. Und so das ist kein Accident, was Gott nie den Heiligen Geist kriegt an den Tag. Erst kommt das Gesetz, kriegt an den Tag kommt der Heilige Geist nie. Und ich glaube, das ist interessant, in der Apostelgeschichte 2, und ich habe das noch mit, das all gelesen in Galater 3. Du sagst, dass, wenn du das carefully lesen lässt, das sagt, dass Jesus starb, so dass wir den Heiligen Geist können kriegen. Und wenn wir gewöhnlich sagen, wir haben einmal Jesus gestorben, so dass wir unsere Sinn können vergeben haben, so dass wir in den Himmel können, aber dort sagt du ein Part über Jesus gestorben, so dass wir ultimately den Heiligen Geist können in uns haben. Und das ist Jesus sein Geist. Jesus verleiht, aber nicht können heute drei in uns nennen, den Heiligen Geist. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Geschichte. Das ist bis nicht eine Geschichte. Das Wort, was Gott auf ihrem Sache tun für uns. So, Dankeschön. Ein paar Announcements für diese Woche. Dienstag es war der Jugend, und Mittwoch war der Care Groups, und an diesem Weekend von Freitag und Sonntag ist der Couples Retreat. So, da waren vielleicht viele von hier